Mir so ganz klar, Schule muss an der Schule stattfinden. Keinen Eltern ist verboten, daheim mit ihren Kindern ein bisschen Führung zu schaffen, ein bisschen mit zu lesen. Oder nein, das zu wiederholen, was an der Schule gemerkt wird. Wir kann aber umgekehrt nicht sehen, dass die Kinder, die Chance nicht tun, und das ist ja im Moment Katastrophe hier im Land, wo kein daheim lehrt, dass die nicht reden kommen, weil die Schule nicht fertig bringt, den Unterrichtsstoff rein an der Schule rüberzubringen. Das kann an den nächsten Zyklus gehen, wenn es reif ist dafür, wenn die Lehre gibt, die an der Schule die enseigniert, wenn die feststellt, man das kann oder so gut, das ist bereit für an den nächsten Zyklus zu gehen. Es stellt sich die Schule von der Ganztagsschule. Da sind wir ganz an der Approche, die wir haben, für die Schule mehr frei zu lassen. Das soll so organisiert gehen, wie der Bedarf sich Terrain manifestiert. Ich komme da bei der Sekundär. Der Übergang an der Sekundär muss nahtlos, ich habe besser das Wort fand, das heißt ohne Problem erfolgen. Das muss aber nicht aufgestimmt sein. Wir sind ganz klar für den modulären System. Ich bin mir bewusst, dass du schon Verständnisschwierigkeiten sind. Ich probiere es dann ein bisschen zu erklären. Ein paar die Fächer sind als Pflichtfächer vorgeschrieben. Du kannst Kinder lernen, ich meine, das ist ganz klar. Wir leben Wert ob ich Sprachen, Rechnen, Mathematik und so weiter. Und daneben soll der Schüler sich teilweise ein Menü können zusammensetzen, nur dem, was er will, es wird später zu machen, nur dem, was sein Interesse ist. Es hat kein Wert für irgendwas an dem Bereich abzuzwingen, was ihm sowieso nicht leid, das bringt nichts. Da wird gesagt, ihr wollt eine Gesamtschule, auch das muss ihn ausräumen, wo alles auf einem Niveau enseigniert wird, das heißt, die wirklich gut sind, die langweilen sich, und die schlecht sind, die kommen nicht mit Führung. Auch das ist ganz sicher nicht dann. Ich meine, eine Schule, die gut funktioniert, da kommen wir nur noch drauf, die Freiheit wird sich zu organisieren, die wird er doch ganz sicher nicht merken. Hol mal Französisch, wofür soll das nicht auf verschiedenen Niveaus enseigniert gehen? Die wirklich gut sind, sprachlich gut sind, die gehen selbstverständlich dann auf einem ganz anderen Niveau enseigniert, die vielleicht ja nur für den Sprachprof gehen, Übersetzer gehen oder ich weiß nicht was. Auf einem anderen Niveau kriegen die Französisch enseigniert wie ein, die vielleicht für einen anderen Beruf gehen. Wir wollen dafür auch das ist auch gar nicht mehr notwendig, keine Trennung mehr von Klassik und Technik. Ihr wisst, dass die Technik am Land schlechte Ruf hat, dass dafür auch Eltern sich damit mit Face 4 für Kinder gehen zu lassen. Und kann er selber sich schon aufgewehrt vorkommen. Das ist auch absolut nicht notwendig. Eine Schule, die gut funktioniert, die bringt Kinder auf ein ganz anderes Niveau aus der Primärschule an der Sekundär. Das müssen wir alles aufschminken, was im Moment lebt. Da sind die allermeist wirklich fit. Und sollen dann aufgrund von ihrer Fähigkeiten, von der Orientation, die sie kriegen, da gehört auch die Information überall, berufliche Möglichkeiten dazu, die sie später hinholen, sollen sie sich dann löser entwickeln und auf den Beruf hinsteuern, den sie sich gewählt tun, an den sie auch kapabel sind, selbstverständlich zu machen. Auch da wollen wir einen Zyklus fahren. Ein ersten Zyklus wäre immer in der herkömmlichen Terminologie, Septième à Sixième, wäre gemeinsamen Unterricht, so wie ich das erklärt habe, Pflichtfächer, Wahlfächer, im zweiten Zyklus Cinquième à Quatrième bis da ging aber schon eine echt Orientation, eine Spezialisation aufhängen zu greifen, weil irgendwann muss ich aber dezidieren, ob ich will, vielleicht an einen wissenschaftlichen Beruf gehen oder vielleicht einen praktischen Beruf oder ob ich will Naturwissenschaft machen oder Droit. Am dritten Zyklus ging die Spezialisation nach sich weiter konkretisieren, das wäre dann die bisherige Troisième und Deuxième. Und wir mengen, wenn Schule gut funktioniert, müssen sie noch mal 6 Jahre fertig sein. Wir wollen das 7 Jahre nicht durchschaffen, aber das soll dafür sein, für ganz gezielt Schüler auf den Übergang, auf Dunien, was immer mehr schwer wird, viel zu reden. Wir wissen noch, dass Dunien nicht mehr wie früher einfach Schüler so unhören, wie das sie schon
ganz gezielt Aufforderungen stellen, das ist die Aufgabe von der Schule. Für den Kontakt mit den Unien zu halten, für die Schüler zu sagen, hey, wenn du willst, du hinzugehen, dann musst du das und das machen, dass man sie wirklich gezielt präpariert kriegen und dass dann der Übergang auf die Universitäten noch normalerweise ohne Schwierigkeiten für sich geht. Bei Bedarf wie am Primär müssen die Schüler individuell Hilfe angeboten kriegen. Es kann nicht sein, dass sie hängen bleiben. Es muss auch eine starke Direktion da sein, dass wir kommen immer um Europa zurück, die auch dafür sorgt, dass der Schulbetrieb klappt, dass kein Kanner da hängen losgehen oder wo Probleme sind, dass die einfach ungelöst bleiben, dass den Enseignant vielleicht am Frust geht, dann sein Frust und die Schüler auslässt. Das alles darf in Zukunft nicht mehr sein. Die Evaluation an Zertifizierung geht an einzelne Module gemacht. Nicht, wir sind eigentlich nicht für so einen gesamten aufschließenden Examen, mit dem all einzelne Module zertifiziert. Die Examen sollen zum Schluss kommen. Da hatten wir eine kleine Diskussion, wir sind uns aber darüber einig. Schüler müssen noch lehren, wer ein Examen ist. Sie müssen noch lehren, mit dem Examenstress umgehen. Sie müssen noch lehren, meine ich, da volles Erlebnis zu einem Examen gepackt zu haben, das bringt auch auf hier später Berufswelt 4. Die Orientierung ob eine Berufskategorie oder ob ein bestimmter Beruf muss selbstverständlich erfolgen von der Schule, also nur den Aussichten um mehr bis mehr. Das kann nicht sein, dass weiterhin Leute einfach an ein Filiale dirigiert gehen, wo sie ja nur durchstehen und sagen, okay, du hast nicht zwar ein Diplom mehr, das aber kein, dem ich will, oder den ein Platz für mich hat. Hier als Schule gefordert, und wir meinen dazu noch an Zusammenarbeit mit der Universität Lützeburg geschehen. Schulpersonal. Das ist ja Reizwort. Ich sage hier ganz klar, auch von mir immer, du baust in der Gestalt gehen als gewisse Buhmänner. Hier geht kein akkusiert. Ich bin gerade drauf gekommen, ich wusste das so nicht, ich lauschte viel Deutschlandfunk, was bekannterweise Sender ist, der ganz viel thematisch gute Emissionen hört. Du hast heute mal just Emissionen gelernt, wofür das in Deutschland so schrecklich viel Lehrpersonal abhält. Einfach es nicht mehr packt. Just hören, dass nur 6% bis dann von ihrer Karriere bis 65 Jahre packen. All die anderen Klammer führen raus. Ich mache die interessanten Interviews und höre, wer da noch bei ihnen alles da auflebt. Wie gesagt, hier geht kein akkusiert. Wir stellen aber fest, dass etwas faul ist. Wenn wir wollen Erfolg haben, da brauchen wir Schulpersonal mit einer hohen Qualifikation, mit einer hohen Motivation und einer hohen Disponibilität. Das muss ich können verlangen. Die Typ Peter hat, das ist die, wo wir nicht mitgemacht haben, wo Schulpersonal im internationalen Plan evaluiert hat ergeben, dass Schulpersonal der wichtigste Faktor vom Erfolg am Unterricht darstellt. Das ist aber sicher, dass nicht alle Personen, die will, an das Lehrfach gehen, auch von Natur aus dafür geeignet ist, für Schule zu halten. Die Universität von Potsdam, die sich ganz viel mit der Thematik aufgenommen hat, festgestellt in Deutschland, dass 30 bis 40% von all denen, die wollten, Schulmeister, Lehrerin, Professor gehen, von Natur aus nicht geeignet sind dafür. Das ist kein Unehe, weil entweder tut den Bus war und tut den noch das Feeling für das Kind zu machen, oder tut den nicht, das ist wie gesagt keine Aufwertung. Die Unterrichtsministerin an Österreich hat festgestellt, dass bei ihnen all Dritten nicht geeignet wäre, für Schule zu halten. Und muss ich noch wissen, dass in Finnland, was schon die besten Erfolge bisher hat, 70% von denen, die wollen an das Lehrfach gehen, rausgesifft gehen. Das heißt, von 10 kommen dann um 3, gehen dann um 3 zugelassen, für Schule zu halten.